Kurzer Uhrenvergleich am Freitagmorgen, meine Zeit 12 Minuten ab der 7. Was für eine Woche, was für eine Fußballwoche. Ein gigantisches Goal von Ibrahimovic hat es gegeben. Es hat es, glaube ich, noch nie gegeben, so einen Fallrückzieher. Dann, die Schweiz hat auch ein bisschen Schlagzeilen gehabt. Die Schweizer Nationalmannschaft gewinnt das Testspiel gegen Tunesien. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Es hat zwar nicht zählt, das Spiel, aber das ist ja eigentlich gleich eine schöne Überraschung gewesen, weil ich habe gemeint, so gut die nordafrikanischen Mannschaften, die sind kaum zu schlagen. Nationalrat Christoph Mörgelitz, sie sind doch geschlagen worden. Euch als Patriot, der Schweizer Sieg, der freut euch. Ja, mich hat es erstaunt, dass es überhaupt noch tunesische Mannschaften dort gegeben hat. Die meisten Turniere sind ja schon in der Schweiz und spielen beim FC Gefängnis, verstehen Sie? Gewagte These fragen wir doch den Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld persönlich. Was hätte der Tunesier gefällt, der die Schweizer hatten? Ja, man hat ganz klar können spüren, dass Tunesien noch nicht lange Demokratie ist und auf dem Platz ist bei denen noch nicht alles abgestimmt gewesen. Und Achtung Wortspiel, man kann sich mehr erwarten. Nochmal. Man kann sich mehr erwarten. Okay. Reden wir vom anderen grossen Fußballthema von dieser Woche. Der Alex Frey hat ja seinen Rücktritt beim FC Basel bekannt gegeben. Grosser Verlust jetzt für den Schweizer Fußball, Herr Hitzfeld. Doch, gut, das ist natürlich sehr natürlich, dass der Alex Frey zurücktritt. Und da ist jetzt ein fairer Spieler gesehen und ein Experte für zurücktreten und zurückspucken. Schau mal da, der Ex-Meister Schweiz, Renzo Blumenthal. Gar nicht gewusst, dass Fußball bei euch auch interessiert. Ich kapier's nicht. Wer ist eigentlich der zurück, wo der Frey soll treten haben? Fragen wir doch, wie es war. Alex Frey, wie ist es wirklich? Ja, los es, ich beherrsche etwas, was der General Petrus überhaupt nicht beherrscht. Im richtigen Moment den Schwanz einziehen. Was haben wir noch gehabt diese Woche nebst Fußball und dem General Petraeus? Ah ja, der Nationalrat Christoph Mörgeli, wenn ihr schon hier seid, ihr bewerbt euch ja als Rektor von der Uni Zürich, habe ich gestern Abend noch gelesen. Höchste Eisenbahn. Ich werde die Langzeitstudenten unter den Steinbruch beim Gotthard stellen, dafür sorgen, dass Zoologiestudenten nur noch den Zettel studieren. Und auch die Studenten von der Reproduktionsmedizin sollen das machen. Und dann werde ich den Gesamtbundesrat ausstopfen und in den Museumskeller sperren. Gell, ja, bleiben wir bei eurer Partei. Haben wir auch lesen. Kann man heute lesen. Die SVP hat eine eigene Zeitung rausgegeben. So ein kleines Parteiorgan. In der Schweizer Haushalt wird das verteilt. Roger Köppel von der Weltwoche hat so ein Produkt Chancen. Ein Parteiorgan ist eins, das keinen Spenderausweis eintragen muss. Um was geht's? Die Weltwoche hat herausgefunden, dass der SVP-Extrablatt so rechts ist, dass die linke Seite gar nicht bedruckt worden ist. Dass die Zeitung am Kiosk nur rechts aufreiht und dass die Ziele von rechts nach links musst lesen. Wie im Arabischen. Wie link ist denn das? Ja gut, aber ich meine, die Idee ist ja noch bestechend, oder? Eine eigene Zeitung hast, praktisch. Roger Federer, wäre das etwas für euch als Weltstar? Ja klar, meine eigene Zeitung, auf diesen Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen, oder? Aber ich habe ein eigenes Parfüm und eine eigene Kleiderlinie, aber eine eigene Zeitung. Das hätte viel mehr Platz für Werbung, oder? Für Produkte, die meine Fans können bewundern, oder? Zum Beispiel für Kaffeemaschinen, Schocke, Rasierklingen, strukturierte Produkte, Parfum, Kleider, oder? Was willst du noch mehr? Ja. Für mich längt's. Ja, sicher. Und dann auch Kaffeemaschinen, Schocke, Rasierklingen, strukturierte Produkte, Parfum, Kleider, Schocke, Kaffeemaschinen, strukturierte Zum Glück Parfum, ist Freitag. Kleider und Kaffeemaschinen. Mit dem Fabian Unterreger. Der ganze Wahnsinn als Podcast. Online. Nachschauen, hören. Die ganze Sammlung Unterreger, drs3.ch.